Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl! Leute, heute machen wir mal ein anderes Video. Und zwar eine Bonusfolge von Was mich Sakrisch narrisch macht. Dem Metal-Kasper-Format, in dem ich mich über alltäglichen Bullshit aufrege, um das danach ins Internet zu bimmeln. Leute, worum geht's heute? Ich habe mir gedacht, ich habe hier so ein paar Sachen, die, glaube ich, ein eigenes Video nicht rechtfertigen würden und die auch mehr oder weniger unter Überbegriffen zusammengefasst werden können. Deswegen haben wir gedacht, das packen wir alles in ein Video. Ja, Datum, Wetter, Uhrzeit ist jetzt kurz nach 1 am Freitagnachmittag. An einem wunderschönen Freitagnachmittag, ein Traum von einem Frühlingstag. Leute, tut nicht, was ich tue. Hockt euch nicht hierher und regt euch über Bullshit vor eurem Rechner auf, um ins Mikrofon zu brüllen. Geht's raus, Gras anfassen, durchatmen, ja, Sonne tanken, ein Herrgott oder Gurten Moser lassen. Ja, lasst euch das, gebt euch den Scheiß hier, keine Ahnung, heute Abend zum Einschlafen oder Lokus oder was weiß ich. So viel dazu. Und worum es heute gehen sollte, ist, ich habe in letzter Zeit im Internet mal wieder festgestellt, dass das Dummheitsniveau wirklich neue Rekordebenen erreicht haben muss, gerade im Internet und gerade im deutschen Internet. Und ich halte diese Scheiße einfach nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr. Was stimmt mit den Leuten nicht? Und warum kommen die überhaupt auf dieses schmale Brett? So, wie kommen die Leute so weit, ohne dass ihnen vorher mal irgendjemand... Egal. Okay, fangen wir von vorne an. Ich habe neulich, wo es hier um diese ganze Fernandes-Nummer geht, wie gesagt, da kann jeder davon halten, was er will. Die ganze Nummer, darum soll es eigentlich auch gar nicht gehen. Da gab es wieder Diskussionen im Internet darüber, bla bla bla. Irgendwer kam schon wieder an und hat gemeint, ja, hier, wir müssen auf die Unschutzvermutung bashen. Dann habe ich halt ganz vernünftig halt meinen Satz halt, das habe ich hier auch schon gesagt, drunter geschrieben, gesagt, hey, ne, ich verstehe das. Ne, ich verstehe, dass wenn ein Mensch einem anderen was antut, rein hypothetisch, ne, ein Mensch tut einem anderen was an und es gibt keinerlei Zeugen und es ist nicht möglich, es zu beweisen, dass einem jemand was getan hat. Ich verstehe, dass das auf einem wirklich Folterlevel frustrierend ist und ich möchte mir die Machtlosigkeit nicht vorstellen. Und was das mit einem macht, wenn man sagt, ich weiß, was da passiert ist, ich kann es nicht beweisen, der Mensch kommt damit ungeschoren davon. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Aber diese Unschuldsvermutung ist eben ein Eckpfeiler unserer Rechtsprechung in diesem Land und damit ein Eckpfeiler unserer kompletten Demokratie, weil sie vor Willkür und Lynchjustiz schützt, weil Hot Take Menschen verlogene Drecksäcke sind, die anderen Menschen, nur um sie abzufacken, irgendeine Scheiße andichten. Seit Anbeginn der Scheißzeit ist das so. Wenn ich dem anderen nicht, ne, wenn ich gegen irgendjemanden was habe, meistens irrational, und ich möchte einfach, keine Ahnung, ich möchte ihm irgendwas antun, kann ich nicht hingehen und dem auf die Fresse hauen. Nein, 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 da bin ich das Arschloch. Ja, dann werden halt Lügen und Intrigen gesponnen, um die Person kaputt zu machen. Und das gibt es leider Gottes. Und wenn es das nicht gäbe, wenn immer jeder Vorwurf, der jemals irgendjemandem gegenüber gemacht worden wäre, der Wahrheit entsprochen hätte, er gesagt, ja, Unschuldsvermutung brauchen wir nicht. Es kommt ja nicht vor, dass da jemand Scheiße erzählt. Aber so brauchen wir sie. Es ist wichtig, dass das so ist. Ne? Dass ich, wenn ich einen Vorwurf äußere, beweisen muss, dass es auch so ist. Und nicht andersrum. Und
dass die Leute, die die Abschaffung der Unschuldsvermutung fordern, alle vollkommen gaga im Kopf sind und definitiv auch in der Politik nichts verloren haben, weil die unser Rechtssystem nicht verstanden haben. Ja, Internet-Kommentare, ja, brauchen wir nicht reden. Und dann hat mir jemand drunter geschrieben, es fordert ja niemand die Abschaffung der Unschuldsvermutung. Doch, nicht wenige sogar der sogenannten Aktivisten fordern es manchmal mehr oder weniger durch die Blume, aber schon ziemlich, also es gibt jede Menge Leute mit auch entsprechend Reichweite, die das fordern und ist halt nicht drin. Ne? Und dann hatte ich gedacht, okay, man baut hier vielleicht so eine sinnvolle Diskussion aus, wo man dann weiterkommt, beide Erkenntnisgewinn haben. Und dann kam, nee, okay, ja, nee, das ist natürlich Schwachsinn, aber vielleicht sollte man es reformieren. Da habe ich kurz überlegt und habe gedacht, ist das ein guter Punkt? Dann habe ich gesagt, nee, warte, das ist absoluter Bullshit, weil diese Unschuldsvermutung, also ne, die Handlung in so einer Situation, die ist sehr digital, ne? Entweder ich mache das eine oder ich mache das andere. Wenn irgendjemand einem anderen ein Vergehen, ein Verbrechen, sonst was vorwirft, dann habe ich genau zwei Herangehensweisen. Entweder der es vorwirft, hat es zu beweisen, dass es so ist, oder der andere hat zu beweisen, dass es nicht so ist. So, das sind die zwei Dinge. Punkt aus Nikolaus. Das ist, man dachte, wie willst du das reformieren? Das geht doch nicht, entweder so oder so. Und ab da kam Totenstille. Was auch zu erwarten war, weil die Person hat halt entweder selbst nicht so weit gedacht und hat es irgendwo gehört, dass irgendeiner vollkommen Gehirn amputiert gemacht hat. Das müssen wir einfach reformieren, müssen wir das. Und ja, reformieren ist immer eine gute Idee. Reformieren ist schlau. Ja, das ist ein ganz schlaues Wort. Reformieren ist gut. Ja? Und haben es einfach nachgeplappert oder ohne drüber nachzudenken. Oder die Person gehört selbst zu diesen Leuten, von denen sie vorher behauptet hat, ne, dass es die nicht gibt, ne? Die die Unschuldsvermutung abschaffen wollen. Und ich habe sie ertappt und hat sich deshalb aus dem Dialog zurückgezogen. Das sind die zwei Optionen, meiner Meinung nach. Klärt es mich auf, schreibt es mir unten rein, wenn ihr eine Idee habt, was sonst noch möglich ist. Und sowas ärgert mich, ne, weil diese Leute tun so, als würden sie ergebnisoffen diskutieren und merken dann, oh, nee, ist ja tatsächlich so, wie der gesagt hat. So, ich will schon an unserem Rechtssystem rütteln und unten an den Grundpfeilern unserer Demokratie sägen. Da habe ich Bock drauf, offensichtlich. Ja. Weiß nicht, was die Erkenntnis mit den Leuten macht, aber lassen wir es mal so. Und keine Ahnung, mich macht sowas fürchterlich wütend. Ne? Genauso wie wir vor kurzem gesagt haben, hier, was im Internet noch passiert. Ne? Wenn dann wieder jemand kommt und sagt, ja, ich habe hier Terminierungsandrohungen im Internet bekommen. Ja, Digga, wir wissen das jetzt, dass das passiert. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die das tun. Und wir wissen, dass das scheiße ist. Aber es lässt sich nichts daran ändern. Wir können entweder hier einen wirklichen autoritären Polizeistaat daraus machen und das Internet bis zur Unkenntlichkeit zensieren, dann leben wir in nordkoreanischen Verhältnissen. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir damit leben, dass es Dullis im Internet gibt, die so eine Scheiße machen. Und das ist auch ein Problem und auch da verstehe ich die Frustration und beziehungsweise die Machtlosigkeit und die daraus erwachsene Frustration. Auch dort verstehe ich sie, weil das natürlich nicht geil ist, solche Kommentare, Nachrichten etc. zu bekommen. Und weil du auch nie zu 100% ausschließen kannst, dass es nicht einfach irgendein wannabe-edgiger Teenager-Dulli ist, der meint, boah krass, schaut's mich an, was ich da jetzt Übles geschrieben habe, sondern dass halt eine ganz geringe Möglichkeit besteht, dass tatsächlich irgendein komplett zugekokster Dulli dann auch
das umsetzen. Ne? Passiert selten genug, aber es ist schon mal passiert. Aber auch hier kann doch dann die Lösung des Problems nicht sein, dass wir unsere Demokratie abschaffen, einfach nur, weil es solche Deppen gibt. Ne? Wer jetzt seine Freiheit für Sicherheit opfert, wird am Ende beides verlieren. Ist so. Ist geschichtlich nachgewiesen. Jeder, der im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, weiß das, sollte das wissen. Wird wegignoriert, weil Aktionismus und schaut's mir an, ich bin's eins Internetrabo und ich erzähle jetzt mal, wie es ist. Und ich check nicht, warum die Leute so dumm sind. Und vor allem checke ich nicht, warum die Menschen so dämlich sind, dann auch darauf reinzufallen, wenn jemand das instrumentalisiert. Und es wird so oft instrumentalisiert, weil gibt's einen schöneren Ort, in dem man sich schöner, so gemütlich einkuscheln kann, wie in so einer warmen Decke mit einem heißen Kakao, als die gute alte fucking Opferrolle. Ich krieg jedes Mal zu viel, wenn wieder irgendein Arschloch im Internet vollkommen hanebüchenen Bullshit in den Äther pimmelt, dann ein Echo kriegt, das zu 99,9% aus valider Kritik besteht. Okay, sagen wir mal, 95% valide Kritik, 4,9% Deppen, die da einfach nur beleidigen, rauf und runter beleidigen und 0,01% von irgendwelchen Trollos, die dann diese Terminierungsdrohungen schicken, dass sich die dann da hinsetzen und sagen, hier im Übrigen, ich habe Terminierungsdrohungen bekommen, das ist nicht in Ordnung. Und dass mehr oder weniger damit die komplett über 90% valide Kritik einfach unter den scheiß Tisch fallen lassen und es niemanden gibt, der sagt, halt dein dummes Maul, wir wissen, dass dieses Phänomen existiert, aber darum geht es hier nicht. Du lenkst vom fucking Thema ab, du hast reingeschissen und egal, wer das geschrieben hat, das ändert an der Tatsache nichts. Und wenn du nicht zu dem Sachverhalt irgendwas Konstruktives beizusteuern hast, dann halt deine dumme Fresse. Stattdessen setzen wir uns alle immer hin, und ich bin ja auch schuldig diesbezüglich, setzen wir uns dahin, dass wir dann sagen, ich muss im Übrigen einordnen und Disclaimer hier und Triggerwarnung dort und das ist nicht in Ordnung, dass man solche Nachrichten schreibt. Ja, fuck, normal ist es natürlich nicht, solche Nachrichten zu schreiben. Und natürlich ist jeder von denen Gehirn amputiert. Können wir jetzt bitte aufhören, diesen Arschlöchern dann auch noch uns von denen am Nasenring durch die scheiß Manege ziehen zu lassen, die mit diesem Dreck von ihrer eigenen räudigen, nichtsnutzigen Drecksexistenz ablenken wollen und von der Scheiße, die sie Erzadler gebaut haben. Warum lassen wir uns immer noch vorführen? Und warum trauen sich die Leute dann nicht? Warum? Ich bin auch ein sehr friedliebender Mensch. Ich bin ein sehr friedliebender Mensch. Und ich mag auch keine Konflikte und Konfrontationen. Mag jetzt vielleicht wild klingen für den einen oder anderen von euch, aber es ist tatsächlich so. Das Problem ist einfach nur, dass es Menschen gibt, die einfach dummdreiste Arschlöcher sind und die das ausnutzen. Die es ausnutzen, dass die Leute keinen Bock auf Drama haben. Und die einfach immer sofort den Eskalationsregler nach oben schieben auf Maximum. Einfach nur, damit die Leute sagen, okay, nee, komm, ich habe keinen Bock auf dieses Drama, ich gebe dem jetzt, was er will, damit ich meine Ruhe habe. Und so gehen diese Leute durchs Leben wie die Axt im Walde und kacken jedem vor die Füße und werden am Ende dafür auch noch belohnt, anstatt in die Fresse zu kriegen, wie sie es verdient haben. Und wir dackeln dem Ganzen alle hinterher, weil, oh nein, ich darf mir ja dann darüber nicht aufregen, weil sonst könnte ja irgendeiner den Eindruck haben, ich wäre toxisch. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn dich jemand wie Scheiße behandelt, auch mal ein bisschen standesrechtlich auszurasten. Das ist vollkommen in Ordnung.
Ne? Das darf mal sein. Klar, Leute, die permanent und nur am Ausrasten sind Choleriker, da ist wieder das andere Extrem. Nein, lasst euch nicht verarschen, wie oft ich es auch schon selbst im Freundeskreis irgendwie, weißt du, da hast du dann Situationen, wo man innerhalb eines Freundeskreises in der Öffentlichkeit auf andere Leute trifft und die sich verhalten wie die hinterletzten rücksichtslosen Arschlöcher und dann willst du was sagen und dann kommen deine Leute zu dir und sagen, ja, nee, komm, lass gut sein. Ja, komm, das ist doch jetzt hier, das ist doch jetzt nicht wert. Doch, mir geht es halt ums Prinzip, ne? Das ist mir schon wert. Ne? Weil ich es den Leuten nicht durchgehen lassen will. Weil das ist kein Bug, sondern ein Feature von denen. Die gehen so durchs Leben, weil sie sich gedacht haben, ich muss mich immer nur aufhören, wer Stall voll Affen, dann kriege ich alles, was ich will. Und ich weigere mich zu akzeptieren, dass das funktioniert. Und dann grätsche ich da halt rein. Fertig. Aber gerade jetzt auch in unserer aktuellen Zeit mit dieser aktuellen Influencer-Bubble, die wir auch vor allem in Deutschland haben, es ist erschreckend. Aktuell, gerade im Moment, lassen sie sich wieder ein bisschen Eier wachsen. Ein kleines bisschen Eier wachsen. Und das soll jetzt kein sexistischer Spruch sein. Alle hier, Männlein, Weiblein, wer auch immer, lässt sich gerade wieder ein bisschen Eier wachsen. Weil man langsam merkt, dass die Leute auch die Fresse dick haben und dass diese ganzen heulenden Snowflakes, jedes Mal, wenn man irgendwo mal jemandem die Meinung gesagt hat, die da unten, das ist aber auch nicht in Ordnung, dass du hier beleidigt hast. Doch, fuck, ja, es ist in Ordnung, wenn es nicht passen. Hier, ne? Rechts oben ist der scheiß X-Button, ne? Ne? Aktuell, ich wollte da eigentlich gar nicht drüber reden, haben wir ja diese Nummer, ne? Jay Riddle Videos, etc., etc., etc. Trauen sich die Leute dann da wenigstens mal wieder was zu sagen, auch gegen diese Influencer-Bubble, gegen die das ja größtenteils geht, die ich schon immer aufs Tiefste verabscheut habe. Ich habe alles an dieser Sache verabscheut von Anfang an. Ich sage das seit Jahren. Ja? Und dann ist mir gesagt, du bist ja bloß alt und neidisch und du verstehst einfach nicht, ja, mit Tickety-Tockety und wie jetzt die Influencer heutzutage, wie das funktioniert. Das verstehst du einfach nicht und bla bla bla. Ich verstehe das schon sehr gut. Ich habe schon vor Jahren verstanden, dass diese Tussis, die da jetzt irgendwie hoffentlich ihr Fett wegkriegen, ich hoffe, diese komplette Bubble implodiert komplett. Ne? Implodiert komplett und hinterlässt verbrannte und gesalzene Erde, auf der nie wieder irgendwas gedeiht, dass wir so eine Scheiße nie wieder abkriegen. Ich möchte, dass die Leute, die richtig viel Kohle im Internet verdienen mit dieser Scheiß-Influencerei, Leute sind, die was leisten. Nicht so jemand wie ich, der hier nur seine scheiß Reactions und seine Drecksmeinung ins Internet pimmelt, sondern Leute, die richtig was leisten. Und ich fand's schon immer massiv zum Kotzen, dass sich da irgendwelche Tussis hinsetzen, eine komische kindliche Fistelstimme aufsetzen. Das Ganze im Hintergrund soll so aussehen wie, wie so ein Kinderzimmer. Alles schön und sich ein bisschen kindisch aufführen, um das Ganze aber weirdly sexualisiert. Wenn ich das gesagt habe, ist mir auch vorgeworfen worden, ja, was hast denn du, was geht denn in deinem Kopf falsch? Also auf Winkler-eske Weise. Jeder denkt, die sind ja krank im Kopf. Nein, das ist eindeutig klar sexualisiert. Und das ist klar sexualisiert auf einer kindlichen Ebene, um genau die Sims, Pubertätsflaumen, Paladine und weirden Pedros, die im Internet unterwegs sind, dazu zu bringen, denen die Barne rauszuschmeißen. Das ist das Konzept. Und mit der Scheiße haben sie alle. Ist mir scheißegal, wer hier in wen reingedippt hat und wer nicht. Ist mir vollkommen wurscht. Diese ganze Bubble hat mit diesem Konzept so viel Kohle gemacht, dass sich fucking Villen auf scheiß Madeira gekauft haben. Dass die jetzt hier zigtausenden Euro Mahnungen von irgendwelchen Anwälten um sich schmeißen können. Auf die Art und Weise. Und wenn man es auch gecallt hat, haben wir gesagt, ja, du bist ja hier, das ist ja Sexismus, das sind ja hier nur, weil die Frauen sind und so ein Shit. Ich verstehe es nicht. Ich sag's euch grundlegend, ich verstehe es nicht. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe von denen auch nicht sonderlich viel gesehen. Man kriegt das halt mit, wenn man in Deutschland im Internet, auf YouTube oder sonst wo umeinander ist. Und mir gedacht, was ist das Konzept? Und ich habe wirklich auf Krampf versucht rauszufinden, was das Konzept ist, ne, um irgendwas zu finden, was vielleicht positiv ist. Ne? Junge Leute, nein. Nein.
Schaut euch das letzte Ufi-Video an, dieser Ausschnitt von diesen Leuten, wie sie da umeinander eskalieren sind, wie irgendwelche Zweijährigen. Wild. Ja? Und das solche Leute werden als Vorbilder und als moralischer Kompass genommen. Da müssen wir schon von vornherein sagen, so, da hat man kollektiv den Schuss nicht gehört. Ja? Und jetzt wieder Leute sagen, ja, du bist ja nur neidisch. Ist ein Teil der Wahrheit. Ist ein Teil der Wahrheit. Natürlich bin ich neidisch, weil ich mir auch denke, ich würde auch gerne so jeden Tag mittags draußen sitzen und brunchen und hier mein Geld mit 2, 3 Stunden, wenn es hochkommt, mal 4 Stunden streamen und Bullshit labern an 3, 4 Tagen der Woche verdienen. Auf die Art und Weise, dass ich dann wirklich irgendwie ein Haus auf Madeira habe und eigentlich den Rest der Zeit in der Woche nicht komplett frei einteilen kann, wie lustig bin. Ja, hätte ich auch gerne. Aber ich bin der Meinung, für das, was ich hier mache und das, was die da machen, ist das nicht gerechtfertigt, so eine Kohle zu kriegen. Während andere Leute, die richtig was arbeiten und tatsächlich einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten damit, schauen müssen, wie sie über die Runden kommen. Und sagen, wow, nee, krass, Digga, ich würde, mein Traum wäre jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, nach Japan zu fliegen zum Beispiel, aber ich kann mir die Scheiße nicht leisten, weil, ne, Fressen, Miete etc. bla bla. Und die jetten dann hin und her. Ihr größtes Scheißproblem ist, dass sie gegenseitig die Genitalien nicht auseinander raushalten können und sich dann gegenseitig in die Pfanne hauen. Ne? Die bedienen auch, natürlich beißen da die einen mal die anderen weg, weil die bedienen ja alle dasselbe Klientel. Und diese erbärmlichen Pedros, Pubertätsflaumen, Paladine und wer auch immer, Sims, die denen das Geld da reindippen, die haben auch nur begrenzt Zeit und begrenzt Ressourcen. Das heißt, die konkurrieren um denselben fucking Markt. Das ist wie mit Schweinen, die du auf zu engem Raum im Stall hältst. Die fangen irgendwann an, sich die Schwänze gegenseitig abzubeißen. Und genau das ist, was gerade passiert. Ja? Und ich sage, lass sie. Lass das Ganze kaputt gehen, untergehen und mit nichts ersetzen. Und zumindest nicht auf dem Niveau. Lass es vielleicht Leuten ersetzen, die tatsächlich kreative Arbeit da machen. Kurzer Side-Rant, längerer Side-Rant. Wo waren wir? Dreiste Arschlöcher. Ah ja, genau, da waren wir. Doppelmoral. Ja, wo wir dann bei dem Thema waren. Es gibt Menschen, die halt einfach Dinge im Internet sehen, lesen, im aktuellen Zeitgeschehen, den Kontext nicht begreifen und daraus dann vollkommen dämliche Aussagen treffen. Beispiel. Die übertriebene Nutzung von KI steht zu Recht in den letzten Jahren immer mehr in der Kritik. Weil große Firmen, Filmemacher etc. bla bla nutzen das, um Menschen aus ihrem Job zu kicken. Damit die sagen, ja, ich brauche ja gar keinen Autoren mehr für meine neue Netflix-Serie. Das kann ja ChatGPT für mich machen. Ja? Ich brauche ja diese essentiellen Sachen, das und das nicht mehr. Also die versuchen, wirkliche menschliche Fachkräfte zu ersetzen in KI in einem dafür relevanten Bereich. Und dann bringt so ein Jay Riddle sein 2 bis 3 Stunden Video raus, in dem er so kleine KI-Bilder und KI-Filmchen zur Veranschaulichung drin hat. Und die Leute gehen fucking ape shit, warum da so viel KI-Slop drin ist. Das sind dieselben Leute, die sich abends auf Tickety-Tockety stundenlang doomscrollend irgendwie ein Video nach dem anderen von Darth Vader, wenn er Brasilianer wäre, oder Darth Vader, wenn er Amerikaner wäre, oder Darth Vader, wenn er Chinese wäre, anschauen, die sich dann hier jetzt drüber beschweren, dass so viel KI-Slop da drin ist. Ich erzähle euch mal was. Jay Riddle ist Meinungsdulli und YouTube-Kaschball. Ja, hier geht es um Meinungen, um Sachverhalte, Aufklärung, bla 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 bla. So ein bisschen. Das klingt jetzt vielleicht abwertend, so ein bisschen Wannabe-Journalist. David, du kriegst das nicht böse gemeint, also, aber in die Richtung. Der Mann ist weder Künstler, noch ist er professioneller Videodesigner,
und CGI-Master oder sonst irgendwas. Ne? Der Mann hat ein 2 Stunden und ein 3 Stunden Video ins Internet gemeddelt und hat gesagt, hier, ich möchte nicht wie der Kasper hier einfach so eine Visualisierung der Stimme und vielleicht so einen kleinen Schriftzug da drin haben, weil die Leute sonst Augenkrebs kriegen und sich die Scheiße keine anschauen kann, sondern ich mache ein bisschen Eye Candy rein. Und da ich selber halt wahrscheinlich weder die Zeit noch das Geld noch das Talent habe, das wirklich eigenständig künstlerisch umzusetzen, nutze ich diese KI genau als das, wofür sie gedacht ist, als Werkzeug für so etwas. Ne? Weil es nicht um die Bilder tatsächlich geht, ist halt ein bisschen Eye Candy. Damit die Leute bei der Stange bleiben, der Inhalt, das Skript, der Text, den er da geschrieben hat, das ist das Wichtige an der Nummer. Die Recherchen, die er da gemacht hat und die ganzen Beweise und Chatverläufe, darum geht's in seinem Video. Wenn er jetzt sagen würde, ey, ich mache hier Animationsfilme, ja, das ist mein Ding. Mein Content ist Animationsfilm, ich mache Zeichentrickfilme und das lässt er alles von KI machen. Dann wäre die Kritik valide. So, einfach nur, weil legitimerweise zum Beispiel auch beim Programmieren von irgendwelchen Computerspielen oder beim Erzeugen von Musik, die du als professioneller Musiker veröffentlichen willst, KI zu nutzen scheiße ist und das zu Recht kritisiert wird, begreifen die Leute nicht, dass natürlich KI ein vollkommen legitimes Werkzeug ist, das man benutzen kann in solchen Situationen, in denen man Dinge braucht, die jetzt vielleicht weg von der eigenen Expertise sind. Wisst ihr, was es kosten würde, irgendein Animationsstudio zu beauftragen, damit die Animationen für dieses 2 bis 3 Stunden Video machen? Nur damit dann da kein KI-Slop drin ist, hat euch jemand ins Gehirn geschissen. Ich frag für einen Freund. Ja. Es ist dieselbe Nummer, wie die Leute nicht weiter drüber nachdenken. Dieselbe Nummer, wie die Leute diesen Satz, alles was vor dem Wort aber kommt, ist Bullshit, immer falsch verwenden. Das stimmt so nicht. Das stimmt im Zusammenhang mit zum Beispiel einer Entschuldigung. Da stimmt das. Aber in einer normalen Diskussion ist das Wort aber der scheiß Asphalt, auf dem diese Diskussion fährt. Ich kann unterschiedliche Positionen haben, aber so, aber so, aber so. Man diskutiert hin und her. Vollkommen valide. Und dann gibt es Leute, die in solchen Diskussionen sagen, ja, du hast aber gesagt, es ist alles nichts wert, was du sagst, ich habe gewonnen. Und wie die sprichwörtliche Taube aufs Spielfeld scheißen und einfach gehen. Ja? Natürlich ist das Wort aber ist Bullshit, wenn ich mich ehrlich irgendwo entschuldigen will. Ich habe richtig Scheiße gebaut, ich gehe zu der Person, die leidtragend war davon, dass ich Scheiße gebaut habe, dann gehe ich hin und sage, hey, es tut mir fürchterlich leid. Ja? Ich habe da Scheiße gebaut und das tut mir leid und ich möchte das wieder gut machen und hilf mir bitte, das wieder gut machen zu können. Kannst du mir da vielleicht verzeihen? So. Wenn dann kommt, aber du hast aber auch bla bla bla, dann ist Bullshit. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, den, glaube ich, nicht viele Leute begreifen. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ach ja, kurze Nummer noch zum Ende, die ich einfach nur fucking hilarious finde. Ich bin jetzt auch nicht seit gestern erst hier in dieser ganzen Nummer unterwegs und ich habe jahrelang im Fernsehen, auf YouTube, überall ist man mit hier Fettaktivisten und Body Positivity Bullshit zugeschissen worden, das gerade so gescheppert hat. Und versteht's mir nicht falsch. Ich habe kein Problem damit, wenn Leute dick sind. Ich sage, ich habe selber schon mal deutlich mehr und war leicht übergewichtig. Ist alles Gucci. So, wenn die Leute sagen, hey, für mich ist es die Quälerei nicht wert, abzunehmen. Ne? Das macht mich mehr fertig als die negativen negativen Effekte von meinem Übergewicht. Ich habe da keinen Bock drauf abzunehmen. Ich habe keinen Bock auf Sport und ich möchte essen, was ich will. Vollkommen Gucci. Alles gut. Alles vollkommen fucking gut. Was mich aufgeregt hat, waren diese Leute, die sich dahingestellt haben und gesagt haben, ich
will alle abnehmen, wir sind dicke Leute, die besseren, die Hängermäß oder diese komische, in dem grünen Zirkuszelt gekleidete Alte da bei 13 Fragen damals. Und das alles hier ist alles Diskriminierung, wenn man da irgendwas sagt, dass das vielleicht nicht ganz gesund ist oder sonst irgendwas, bla 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 bla. Klar, ich meine, wenn ich dick wäre, jeder sagt mir permanent, das war nicht gesund, das war nix und ja, Käsebries, aber das weiß ich selber. Halt am Maul. Das ist dasselbe wie mit Rauchen. Wenn die Leute rauchen wollen, sollen sie rauchen. Ich habe einen sehr guten Freund, der sagt, hey, das bringt mich wahrscheinlich sehr, sehr viel früher ins Grab als sonst. Ich habe halt Bock zu rauchen. Natürlich gehe ich nicht jedes Mal zu dem hin und sage, ja, rauchst du schon wieder. Aber nicht gesund für dich. Das weiß der. Und solange er Bock drauf hat, sein Ding. Ja, aber er soll mir nicht erzählen, im Übrigen, Rauchen ist das Gesündeste, was du machen kannst. Ne? Da gibt es nämlich jetzt auch andere Studien und bla bla bla. Und hier Smoke Positivity Bewegung ist nicht angesagt. Ne? Der sagt, oh ja, klar, bringt mich um, aber ich habe Bock drauf. Fertig. Und man hat es genau gesehen, dass diese Leute einfach über Jahre hinweg jede freie Minute dazu genutzt haben, ihre kreisligen Larven in irgendeine Kamera zu halten und den Leuten irgendwie die Hucke voll zu lügen darüber, wie geil es doch ist, so viel wie 3 Menschen zu wiegen als einzelner Mensch und oh, wie dämlich und fettfeindlich und sonst was die anderen Menschen doch alle sind. Und sie sind glücklich und ne? Und in dem Moment, in dem irgendjemand rumkommt und sagt, hier im Übrigen, hier diese Spritze da, ne, die wenn du nimmst, dann brauchst du keinen Sport machen, da brauchst du keine Disziplin, da brauchst du diesen ganzen Stress nicht und nimmst trotzdem ab. Und auf einmal laufen sie alle rum und sagen, wow, jetzt richtig abgenommen, schaut's mich an. Und auf einmal ist, oh, ich bin so fett, weil ich so fett sein will und ich finde das ganz toll und das ist alles super und mir geht es ja so gut und mir tun meine Gelenke überhaupt gar nicht weh und ich mache mir gar keine Sorgen damit, dass mit Anfang 40 über den Jordan gehen könnte, ist auf einmal nicht mehr in ihrem scheiß Wortschatz vorhanden. Das wird auf einmal komplett weggeblendet und dann jetzt geht's ins genaue Gegenteil. Jetzt schaust du dir mal an, was durch die fucking Medien läuft. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag, als ich Kelly fucking Osbourne gesehen habe und mir gedacht habe, ist die jetzt hier Method Acting mäßig die Hauptrolle in diesem neuen The Mummy Film oder was ist hier los? Ja? Oder hat man mal spontan, keine Ahnung, so ein Abenteuerurlaub in einem von diesen chinesischen KZs gemacht oder so? Weiß ich nicht. Fürchterlich sieht das aus. Ja? Wo ich gedacht, ja, keine Ahnung, wie heißen das aber, Wicked, Cynthia Erivo und die andere, die so vollkommen Apeshit gehen und auf wirklich gruselige Art und Weise sich verhalten und dann kommt dieses skelettartige Ding, wo du denkst, ey, ich habe im Geschichtsunterricht Bilder gesehen von der Befreiung von Auschwitz, wo Leute wohlgenährter ausgesehen haben als ihr beide. Was ist los mit den Menschen? Warum drehen so viele Leute so krass am Rad und warum hilft denen dann auch niemand? Ja, egal. Vollkommen wurscht, aber auf jeden Fall, da diese wunderbare Doppelmoral. Ne? Die Leute, die haben vorher das eine erzählt haben, komplett ins andere. Was interessiert mich, wenn man Geschwätz von gestern, im Idealfall wird noch gegaslightet, so habe ich niemals gesagt. Wild. Und das sind so ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe, die mich ein bisschen zu Weißglut gebracht haben, die mir ein bisschen sackrisch, narrisch gemacht haben. Und wie immer an alle Leute, die jetzt hier den Rant eine halbe Stunde lang verfolgt haben, nehmt das Ganze ein bisschen mit einer kleinen Prise Salz im Augenzwinkern und macht euch ihre eigenen Gedanken dazu. Könnt ihr auch unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich verspreche, ich werde auch nicht heulen, wenn mir irgendjemand da unten Opferungsandrohungen reinschreibt. Ne? Ich lösche die halt raus und gut ist. Ne? In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Metal off.